So, servus meine Lieben, es hat geklappt. Instagram wollte halt nicht, dass ich live gehe. Aber jetzt sind wir's. Und was suchen wir uns als erstes wieder? Einen Filter. Schauen wir mal. Ja, wer ist denn schon alle da? Der Christian. Servus. Die Melli schaut wieder zu, aber wir brauchen erst einen Filter. Jetzt schauen wir, was Instagram heute wieder so auf Lager hat. Was haben wir da? Mal coole Augen. Das ist doch mal was Cooles. Brauche ich gar kein Licht. Ein bisschen Barbie-Puppenmäßig. Nicht schlecht. Sterndl. Was haben wir da? Mit Shadow. Na, oder? Original. Nimm mal wieder Original. So, fangen wir an, oder? Ich habe ein altbekanntes Lied wieder. Servus, Chris White. Grüß dich, Chris. Cool. Oder zu später Stunde Rias Late Night Rap Frühshoppen. Ich hoffe, ihr habt alle eure Frühshoppen-Getränke parat. Ich habe heute mal einen ordinären zum Wachhalten, Wachbleiben Club Mate am Start. Den haben wir ja früher, so vor 1,5 Jahren, noch trinken können, draußen im Biergarten oder halt in Clubs speziell. Das war so mein Wachhalter, alkoholfreier Clubtrink. In diesem Sinne schon mal Prost. Ja, grün, Tee ist drin. Ist jetzt nicht so, es ist zwar Zucker drin, aber so süß ist es jetzt auch nicht. Aber er hält wach, weil wir haben ja Late Night. So, jetzt fangen wir an. Und zwar, altbekannt, der Hustengürtelbur. Ich habe mir jetzt heute ein bisschen anders drapiert. Ihr seht da meine Studio-Ecke, meine Kabine, selber baut mit dem Vorhang so. Und jetzt hocke ich vor die Boxen und jetzt schauen wir mal, ob der Sound recht einwummert. Das ist jetzt ein Versuch. Ich kann es erst im Nachhinein hören. Beziehungsweise, ihr könnt es mir schreiben, wenn es irgendwie zu laut ist oder irgendwas nicht gehört wird. Gut. Hört man's? Schreibt's einmal. Ja, hört man gut. Soundcheck. 1, 2, 1, 2. Geht zu deiner Mom, die bindet Schuhe, Bandel zu. Die Zeit vergeht im Nu, schau mal auf du. Der Papa war schon viel, aber der Mama war's wirklich alles. Sie hat dich beim Aussuchen von deinen Hemden und Hosen noch nie enttäuscht. Legt dir daheim und einen Janken aus, weil draußen wird's kalt. Du hast noch nie auch unter Pix gewaschen, aber gehst mit deiner Pix in den Wald. Halt, du magst kein Mal. Ja, glaubst du nur wirklich, dass er außer deiner Mama noch irgendeiner anderen Frau gefällt? Wobei, sorry, das ist leise auch doch sie jeden Abend als Fernsehkastel streiten zu müssen. Ist halt echt nicht einfach. Du sitzt auf dem Bambi mit dem Heubigriegel auf dem Bambi. Mami ist ein Mann, gibt du Umzug, Campi, Avanti, nimm mal den Campi. Hey, Daddy, Marikanti, war der nicht so handy? Wenn Mama noch doch mal grant ist, hast immerhin nur deine Tante. Du hast zwar nichts zum Sagen, aber Mama hört dann zu. Sie ist einerseits ein Schulter, aber man sagt doch nur gut. Eigentlich nichts der Ruhe, doch dann packt die wieder Truhe. Du findest jetzt nichts dagegen, du dann bleibst der Hustengürtelbur. Geh zu deiner Mom, die bindet Schuhe, Bandel zu. Die Zeit vergeht im Nu, schau mal auf du. Dein Lieblingsfarbe ist beige, weil du findest es einfach schön. Dabei hat's die Rentnerwesten mit den 1000 Taschen in keiner anderen Farbe nicht geben. Du hast nicht nur Lech in die Hosentasche, nicht nur Lech in die Säcke. Seit dem Mama mir sagt, du sollst da endlich 10 Putzen noch ins Bett gehen. Der Einliegewohnung im 2. Stock mit der super schöne Kie. Aber kochen darfst du nie, weil kochen das ist nix für die. Und die Bude wär da gries, mit vermiet, wo kann man mal da hin? Selber Eizung ist auch ein Schmarrn, das Bad ist noch nicht fest. Was ist ein Birschen, was ist ein Putzen und was ist ein Flederwisch? Du trinkst Spätzig gegen Durst, weil im Wasser wegen Fisch. In der Nase hängt der Rest vom Schnee, was deiner Gletscher bries. Sogar Eckerlis belächelt die, jetzt oder nie oder rest in Peace. Hinter die Labertante von der Tagesschau, beim ersten Wort schon dein Atem raubt. Am Morgen gegen muss was gemacht beim gegen den Familienstand oder den Samenstaub. Du traust dir nicht mit einer Frau zum Reden und sagst nichts mehr dazu. Dann wird's Zeit, dass du was tust, sonst bleibst du Hustengürtelbur. Geh
deiner Mann, die Winter Schuhe, Bandel zu. Die Zeit vergeht im Nu, schau mal auf die Uhr. La 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 la. So, meine Lieben, das war der Hustengürtelbur. Alle miteinander, die jetzt schon zuschauen, willkommen bei Rias Late Night Rap Frühschoppen. Was habt ihr denn für Getränke am Start? Lasst es einmal wissen. Danke, liebe Leonie. Geile Stimme haben wir Song. Danke dir. Dann die Magdalena hat noch geschrieben. Mega geiler Song. Kennst du das Video auch auf YouTube anschauen? Das hat eine ganz coole, liebe Punk-Rock-Freundin von mir gemacht, die Julia Melzer aus Regensburg von der Band Erection. Checkt sie auch mal aus. Und steht auf YouTube. Also schaut's drauf, abonnieren, Video anschauen, mindestens 100 Mal. Und dann gibt's vielleicht ein Backstage-Bundle, aber nur bei 100 Mal. Klicks. Blauer Hugo trinkt die Melli. Cool. Was ist denn da drin? Spülmittel, dass das blau ist. Ah, irgendwie so Blaubeersirup, oder? Dann kommt heute noch ein Gast. Natürlich, Luca. Wir haben Gäste. Ja, warum? Gast klang jetzt nicht. Also ich sage euch, heute habe ich schon einen Tag hinter mir. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man so viel gemacht hat, dass man dann auf die Nacht total fertig ist, aber nicht mehr weiß, was man gemacht hat. Und dann ist man so fertig und denkt sich fix, ich bin fertig und habe nichts gemacht, dabei hat man so viel gemacht. So ist mir heute gegangen. Darum, meine lieben Club Mate, Prost, gleich holen wir den ersten Gast rein, beziehungsweise meine 2 Stammgäste natürlich und dann unsere Überraschungsleit. So. Dann der Martel sagt, super Text, super stark, Hustengürtel, Boy. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich da wieder das, oder Plus drucken. Jetzt holen wir mal unseren Christian ein. Schauen wir mal, ob er schlaft oder ob er ein Frühschoppengetränk ein passendes am Start hat. Christian, komm mal auf. Einer. Leonie, du darfst natürlich später auch. So, Christian, wo bist du denn? Ja, guten Morgen. Guten Morgen, du schaust frisch aus. Gut geschlafen, ja. Ich schau frisch aus, ja, leck. Du schaust echt gut aus, ganz wunderbar. Lecker, mi amore. Ich habe mir gedacht, jetzt für die Late Night, unsere Late Night Show, jetzt wird es mir Zeit, dass man nicht wie ausschaut, als ob man gerade vom Schlafanzug rauskommt. Also, Kommst du gerade vom Biergarten heim? Ja, super. Natürlich, heute schon Party gemacht. Ja, geil. Aber erinnerst du dich noch, dass wir eigentlich um 11 Uhr uns, vor 1,5 Jahren oder sowas, gefühlte 10 Jahre, um 11 Uhr eigentlich erst fertig gemacht haben, damit wir um 12 Uhr dann auf der Party sind? Ja, Und jetzt sagt jeder, oh, 11 Uhr, das ist schon so spät. Ja, ist so. Und Freitag. Freitag, für mich noch nicht ganz. Ich muss morgen 5 Uhr. 4 Uhr holt mein Arbeitskollege ab. Geht's wieder ab in die Arbeit. Dann müssen wir halt knackig machen. Christian, was wollt ihr denn machen? Ich mach durch. Lädchenbrei, Ausbasser. Brei. Prost, Rio. Der macht das Birndl frei, dieser Lädchenbrei. Es gehört einfach einmal ein Bier zum Frühschoppen dazu. Ein Pfarrer trinkt in der Früh auch schon einen Wein in der Kirche. Ja, genau. Du warst so gern Ministrant. Weil wir immer die Gäste bringen haben dürfen. Beziehungsweise die haben uns dann selber bedient. Psst. Außer einen Fahrer haben wir gehabt, da ist nichts übergeblieben. Da hat immer gesagt, alles. Und dann mit dem Finger ins Wasser rein und hat einen Tropfen reintropfen lassen. Der hat das nicht gemengt, die Weinschale. Echter Weinschale gehabt. Also bei uns hat er immer. Wein und die haben das gemischt mit Wasser. Und der hat halt kein Wasser nicht drin, und wegen in den Weinen hat er immer mit dem Finger ins Wasser reingetunkt und einen Tropfen hat er dann genau reingelassen. Ja. Weil irgendwie da müssen haben oder so und jetzt. Also aber von denen haben wir nie das praktisch Wasser zu Wein und so und dann war es ein Tropfen. Genau, ja. Ja, der hat das nicht mengen. Er muss es auch pur mengen, wie wir auch nicht aber stark umeinander mischen. Nein. Das geht einfach pur oder gar nicht. Ja, du hast der Lädchenbrei jetzt auch nicht gestreckt. Du hast da heimlich ein Radler draus gemacht, gibst du zu? Nein. Ich glaube, muss bei dir keine Sorgen machen, dass du Bier streckst. Nein, wenn andere immer Bescheid.
Außer, ja gut, bei meinen Videos, wenn ich im Vormittag schon Maß trinke in meine Videos, da habe ich dann schon einmal ein Radl oder alkoholfreies drin. Geht man aber dann aber nicht gut drauf. Ja, wie ist das bei deinen Videos? Du trinkst ja ziemlich oft Bier. Ne? Also, das sind einfach ganz viele lustige Sketche, wo einfach, aber, also, viel machst du ja dann auf. Trinkst du das dann aus oder machst du das wirklich nur für den Sketch oder hast du es vorher schon angetrunken? Wie das zum Beispiel gestern, da habe ich dann richtig, und dass der blubbt und so. Ja, und dann ist mein Vater mit dem Hund rausgegangen gewesen und dann ist er angekommen und sagt, Papa, da machst du ein Bier auf noch, vielleicht tu das ein Kühlschrank, ich habe es eh gerade aufgemacht fürs Video, war mir kurz angeknickt und so. Also geht's so dann auch nicht, ich dann mal direkt Tag und Nacht. Du warst ja jeden Tag super, weißt du. Dann Wenn du das Sport produzierst, musst du jetzt mal wieder. Genau, und ich bin Aber eigentlich eh nicht der, ja, aber du hast ja ab und zu sowas, wo du es Ex trinkst, ne? ja, und meistens, wenn ich das am Vormittag drehe, dann ist da alkoholfreies drin. Wenn ich dann Spätschicht da tue, kann man den nicht in die Arbeit. Ja, das glaube ich. Ich fahre ja mit dem Bus, da wäre es egal in der Arbeit, aber Lieber mit dem Auto und nüchtern, gell? Du, wir haben ja heute, also wir waren ja wieder fleißig, gell? Wir alle. ja, Jetzt haben wir natürlich noch unseren dritten im Bunde. den muss ich entschuldigen. Also den Domini. Nicht nur entschuldigen, der ist halt nicht dabei, im Bayerischen Krieg. Aber den habe ich doch schon gesehen. Der kann leider nicht. Der kann nicht. Da lachen schon wieder ein paar. Liegt Der nicht ist dabei. bestimmt, der gerade aus der Dusche raus liegt, halbnackert im Bett und deswegen mag er nicht live. Nein, der Tommy, der hat sich zuerst Motorwanne aufgerissen beim Auto. Da haben wir vor einer Stunde erst abgeschleppt. Ich habe es nicht gekriegt, dann habe ich ihm schnell geholt. Geht leider nicht. Der muss ums Auto kommen. Ich glaube, der muss vielleicht morgen einen Tag fort und so. Ja, nein, Aber mir reißt mir das zu zweit, auch Frau Reißer. natürlich. Ja, Ja, schau, das kriegen wir. das schauen wir schon. Du hast einen Auftritt und ich habe einen Auftritt. Hey. Also, wer ist es? Und ist er schon da überhaupt? Ich habe mir zuerst schon mal gesehen, der Herrin, der Manfred, der Strobel-Manfred von die Wilderer. Der wird uns auch ein paar Geschichten erzählen können. Manfred, würde ich mal outen, Manfred. Wie es einer geht, jetzt in der Corona-Phase und so, weil das ist auch eine bayerische Band, die wo in ganz Europa und auch, kann man schon sagen, in der Welt unterwegs ist, weil die spielen in Amerika auch öfter oder jetzt dann hätten sie vielleicht die Möglichkeit, auch in Dubai dabei zu sein. Siehst du? Ist er da? Cyclone. Dann wird er bald kommen. Werden da gewonnen. Einsatzkraft Leonie, Bienenleinchen. Die zwei haben mich zuerst gerade auf live unterhalten auf WhatsApp, damit ich nicht einschlafe, doch vorher. Weil ich mit der Biene und mit der Melli die ganze Zeit live gehen und haben mich wach gehalten. Ja, jetzt kommt er nicht, hä? Manfred, was ist? Was ist jetzt, Manfred? Ist die Technologie vielleicht auch? Bist du da noch nicht so intuitiv? Ja, das ist WhatsApp. Instagram ist auch, aber nicht das, aber er war zuerst zumindest herinnen einmal. Und der wird schon kommen. Außer es ist unsere Zeit geschlafen, weil wir so langweilig sind bei unseren Gesprächen. Also Leonie sagt, sie darf gern kommen, gell? Ja, die Leonie. Hey Daniel, ihr da und Also Dino. Manfred kann nicht teilnehmen, steht da. Ja, das gibt's nicht. Und dann haben wir noch einen Gast da. Und zwar wollte ich euch, dir und einen Tommy mal das Jodeln beibringen. Und einer haben wir einen Gast, die kann das besonders gut. Hoffentlich ist er auch nicht schon eingeschlafen. Ich hoffe es. Vielleicht muss der Mann mit seinen Wortnaukampf vielleicht noch mal probieren oder was. Jetzt schauen wir mal, der Mani. Strobel weiter, Mani. Ja, den sehe ich jetzt gar nicht. Also, Ja, ich sehe ihn momentan auch nicht, nein. aber jetzt verzeih mir, Christian, wer war denn deine Woche so? Meine Woche war eigentlich, hab ganz gut angefangen. Montag war ja Feiertag. Da bin ich dann zur Freundin gefahren am Geburtstag, wo es leider nicht geklappt hat, dass du auch vorbeikommst, die Melli. Ich ziemlich Melli nachträglich auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Auch jetzt, oder? Und dann, ja, so.
haben wir gearbeitet und morgen auch noch. Wenig Schlaf, viel Arbeit. Wie es halt ist bei dir auch wahrscheinlich, Ria. Na, hallo. Oh. Weißt du, was du jetzt kriegst, Melli? Weil ich nicht da war. Ja. Happy Birthday to To you. you. Happy Birthday nachträglich to you. Happy Birthday, liebe Melli. Happy Birthday to you. Oh, danke schön. Prost. Ja, weißt nicht, live zu dir kämen, und jetzt ist live so da. Geil, oder? Extra wachblüm heute. Ja, Mit ich hab schon gesagt, die Frauen, die sind immer rar bei uns, Christian. Die sind wirklich, ich hab viel angeschrieben. Die sind irgendwie alle ausgebucht, weil es so wenig sind. Kennst du, Melli, oder? Ja. Ja, immer nur die Künstler, die Männer, die unterwegs sind, aber die Frauen, ich weiß nicht, wo sie sich verstecken. Oder müssen da mehr. Genau. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank Melli da. Ja. Du, Melli, wie schaut's bei dir? Hormonpegel, alles okay momentan? Vergesst nicht irgendwie Heißhungerattacken, irgendwas gerade? Alles. Aber das ist Standard irgendwie. Das ist Standard. In diesem Sinne stopfe ich mir ein Gummibärli rein. Ja, ich habe Da hat der Monika geschrieben, er kommt nicht rein in live. Was? Ja, er war drin. Aber Aber jetzt wieder nicht mehr. Warte danke. mal, dann schreibe ich ihm schnell mal. wenn nicht, Wann kriegt er? mussten praktisch WhatsApp mit dem anderen Handy WhatsApp live schalten, weißt du? Und dann kann er praktisch mit dem Handy zu uns sprechen. Wir sind Ja, ja jetzt nehme ich gerade die Sprachnachricht von dir auf. Mann, ich geh einfach nur mal raus oder probier's mit deinem Ja, zweiten mach. Account auch. Genau. Geh nur mal raus und nur mal rein. Und dann das probieren wir schon, bis es klappt. Ich habe jetzt zwar nicht die Mädels zum Unterhalten. Ja, freilich. Ja, Also, Melli, du, wir waren deine TikTok-Woche. meine TikTok-Woche. Ja, jeden Tag oder produzierst du vor? Das habe ich, glaube ich, schon mal. Nein, ich mache es jeden Tag. Mhm. Wenn ich spontan gerade irgendwie wieder irgendeinen Scheiß im Kopf habe, dann landet es da drin. Sie hat den ganzen Tag Scheiß im Kopf. Ja, Darum gibt es auch so viel von ihr. Jetzt hat Scheiß im Kopf. Sonst Ja. War das sehr ausgemacht, dass du live kommst, Melli? nein, Ja, spontan. nein, Ja, ich bin ja der Chef da, ich kann ja drucken. ich entscheide da. Mhm. Schau, Chefin, da hat jetzt ja. die Leonie mich halt auf. Also wenn der Wenn der Mani, müssen wir noch ein warten, wenn der Mani reinkommt, weil mit 5 haut es dann nicht hin. na 5 Jahre sind hier, aber dann muss ich da noch wieder gehen, jetzt pass auf. Das sind einfach die Live-Dinger, die kann man einfach nicht planen. Ja, das ist das. Also der Mani, nochmal liebe Leute, ein lustiger Vogel, habe ich vorher auch nicht kennt. Der hat für den Patrick Lindner schon gesungen, oder? Stimmt das? Super. Jetzt habe ich, Oder was hat er Christian? gesungen? Was hat er Der gesungen? Patrick Lindner hat er gesungen, oder? Ja, war mit der Patrick Lindner in der Band damals, ja. Das ist ja dann auseinandergegangen. Da hat der Patrick Lindner dann selber ein Ding gemacht, eine Solo-Karriere. Und da war er mit dabei und auch mit vielen anderen berühmte, ich glaube RMG und sowas auch. Und ja, ist ja so ein super Mensch, der Manfred. Obwohl er auch ständig unterwegs ist. Und er ist einfach ein Kollege, Freund, waren schon mittlerweile, wo man viel schon macht, wenn der organisiert Motorradkursos in Kratersdorf. Oder Wolfgang Vierig auch schon mit dabei war und so. Also, der hat so viel für die Leute übrig und so. Richtig menschlich und das gefällt mir so an ihm. Also richtig einer, der trotz der Corona, weißt du, also wir sprechen es mal aus, trotz des Biermodus, weißt du, ja, der ist halt dann auch erfinderisch geworden, oder? Der hat dann auch jetzt was anderes gemacht, weil der hat ja auch gelebt davon, oder? Das war ja hauptberuflich. Ja, der hat zwar hauptsächlich davon gelebt, aber er ist bei uns in der Firma, über eine Fremdfirma drin, wo er arbeitet. Und da hat er das Glück, aber ich habe so viele Bandkollegen, die wo einfach keinen Beruf nicht haben, keinen anderen, und die wo jetzt auch, wie es euch geht, oder die ganzen Künstler, die wo jetzt kein Einkommen und so haben. Und auch im Endeffekt von Stadt dann im Stich gelassen werden. Und so das Traurige ist. Da können wir ein Lied davon singen. Du schau, aber ich kann singen leider nicht.
Ich probiere es immer. Ja, Melli, hast du eigentlich schon in einem Chor oder mal was gesungen? Hast du das mal ausprobiert, singen? Ich habe im Schülerchor damals gesungen und war einmal kurzfristig in der Band dabei. Cool. Weil du hast Blasinstrument oder was? Dr. Oetker schreibt sich schon wieder. Blasinstrumente. das Blasinstrument. Flöte habe ich gelernt, ja. Ja, Ja, so. ich habe leider gar kein Talent nicht. Ich war einmal in so einem Kirchenchor, halt, der mal da vorher ist einmal probiert, aber da war ich 2-3 Mal dort und dann haben sie gesagt, los lieber geh. Geh unten und zu, aber sing um nicht mit. Und Papa. Also jetzt schauen wir mal, wen haben wir denn alle am Start? Ihr könnt ja die Kommentare nicht sehen, oder? Das kann ja bloß ich. Doch. Ja, super. Ja. Das ist nicht, ich weiß auch nicht, oder Also, der Bieler schreibt, freilich, ich habe auch Ja, jeden. schickt er mir an. auf ihren Account praktisch, aber es geht. Wo kann ich die Live-Sendung jetzt anschauen? Das gibt's ja nicht. Ja, du musst ja mir folgen. Er muss ja der Ria. Manfred, du folgst ja der Ria, oder? Und dann siehst du oben, wenn es da sind, das sind lauter so runde Punkte oben. Jetzt fühle ich sich am Vorher, sieht es gerade so, aber eher nicht. Und da steht dann einmal Ria Sound Live und da gehst du dann rein und dann kannst du dich einladen. Gleich an der Startseite von Instagram. Aber das passt schon, das ist einfach einmal live und Real Life. live, das schaffst du jetzt mal nicht. Ich muss schmatzen aufhören, weil sonst kann ich gar nicht anhören, wenn ich über rede. Ja, ist ja ganz normal bei dir. Tanja Reit ist auch da. Ist schon da? Mhm. Dann holen wir die Reiter mal rein. Genau, und dabei wird es der Manfred auch schaffen. Du hast heute einen Jodelkurs noch vor dir, Christian. Ich? Du kannst nicht singen, Herr Freilich. Lass mir alle unterstützen. Ich kann sie ja nicht holen, die Norbert Süß, habe ich die. Tanja Reit, juhu. Hat sie noch abgelehnt, die kann wahrscheinlich noch nicht. Tanja, du musst, wenn du jetzt zuschaust, du musst dem Christian heute noch ein bisschen Jodelkurs geben. Ich habe es mal probiert und ich kann es nicht motivieren, die Jungs. Na, da finde ich halt auch eine Möglichkeit, da mir irgendwie Drucker gehen. Muss ich dann Herzinfarkt vortäuschen oder irgendwie so. Ja, genau. Aus Hopfenland Hallertau ist auch da. Ja, servus, meine Nachbarn, meine Hollidauer. Jetzt, wir haben nämlich gerade Bayerischer Wald versus Hollidau. Ne? Mhm. Ich Also bin mit du, Melli, du bist ja auch Bayerischer Wald, oder? Ecke. Nein, ich bin an der Grenze. Aus der Bootwand ist gerade raus. Aus der Bohrwand ist gerade raus. Ich komme aus dem Filztal. Auch Staus müssen sich waschen. Ja. Ja, nur einmal, dann ist Weihnachten. Ja, mein Bruder hat mir mal ganz eine nette, also wenn wir schon dabei sind, gell, also wir Frauen müssen jetzt da kein Blatt vom Mund nehmen. Mein Bruder hat mir mal super geile Geburtstagskarten geschrieben. Also für meinen Bruder wirklich so was Liebes und Nettes, wo ich mir gedacht habe, ich habe gar nicht gewusst, dass das in meinem Bruder steckt, hat er geschrieben. Liebe Maria, alles Gute zum Geburtstag. Ist das Mädchen noch so schön? Zum Scheißen muss sie trotzdem gehen. Und dann haben wir gedacht, hey, da ist in wenigen Sätzen die Wahrheit gesprochen. Danke, Lorenz, für dein Kompliment. Ich lese jetzt einmal das erste gesagt. Genau. Das Melli sowas habe ich zum Geburtstag gekriegt. Ich weiß nicht, ob du auch so nette Sprüche gekriegt hast, aber ja. Dann vielleicht, wenn dann Familie kommt. Also weißt du noch morgen, oder wer? Ja, weil meine Kleine war im Urlaub mit meinen Eltern. Ja. Ich habe gesagt, dann machen wir es am Samstag, wenn alle da sind. Wir wissen das gar nicht. Iri. Gibt's doch nicht. Tierisch, Mann. Probierst das einfach nur ein bisschen, Mani, vielleicht schaffen wir es noch. Der Mani schafft das nicht, einer. Ja, irgendwie, jetzt haben wir Screenshots. Jetzt soll es noch probieren und dann passt. Schafft man vielleicht schon, aber wäre schade, weil der hat bestimmt super interessante Sachen zu erzählen. Weil ich habe noch gesehen, wie Herr Rinbo war da und haben ihn sogar gegrüßt. Und Ja, kurz war er da, komisch. also ich habe jetzt auch eine Geburtstagskarte geschrieben auf der Autogrammkarten hinterher, aber also ich habe das sortieren müssen direkt. Was habe ich geschrieben? Ein weiß-blau Papier liegt da 3 Stunden vor mir. Ich weiß nicht, was soll ich denn schreiben? Was das halt eigentlich mag.
Punkt aus, haben wir nicht vergeben. Das war nur der Rausch vom Tag davor. Und 3 Jahre mehr live erlebt. Ja, mir hast du auch noch eine geholt. Ja. Willst du jetzt nicht für alle 2000 Leute da erwähnen? Oder jeder gesehen. Jetzt schauen wir mal. Also wenn Tanja, ich wollte eigentlich halt von der Tanja noch so eine Live-Performance haben. Mhm. Tanja, du bist jetzt bestimmt schon fast angezogen, jetzt überrasche ich dich. Ha. Du darfst halt nur live performen. Das ist nämlich jetzt, da steht schon wieder, der Manfred kann nicht teilnehmen. Ich weiß nicht warum. Tun wir das nächste Mal wieder. Das hat aber bei mir, da können nur 3 Leute. Ich weiß auch nicht, was denn das Scheißproblem mit dabei. Nee, Flucher. Da schauen Jugendliche zu. Leonie holt da war schon zu. Das hat uns alles die Leonie gelernt. Ja. Leonie sagt, sie möchte gern. Ja. Sie möchte, was möchtest du? Ja, also, wie gesagt, der Manfred war jetzt interessant, einer von unseren Gästen, also Melli ist jetzt von Dominik angesprungen, Gott sei Dank. Einer von unseren Gästen, der mega Stories am Start gehabt hätte und jetzt kriegen wir nicht einer. Ist es live? Vielleicht kriegen wir es noch hin oder was, aber Was schreibt Zopfeland Hallertau? Gut bissen ist halb geschissen. Stimmt. Stimmt, ja. Ja. Ja, liebe Leute, das ist doch eine Idee. Schreibt mal ein paar so geile Sprüche in die Kommentare, die wir dann zerpflücken, wo die ihren Ursprung her haben könnten. Weil im Bayerischen ist halt geil, wir haben halt so coole Gesatzel. So Oh, ja. Bei dir und auch, Melli. Also ich kenne ja bloß, ja, also gut, das ist jetzt österreichisch, das Gescheißen, aber da haben wir auch nie so einen Ausdruck. Weißt du, so verzupfte, du Missbritschten oder Zipfelschwinger, schau, dass du weiterkommst. ja, Singuli, nein, bitte so, Pino. Singuli, nein. Bei mir war es halt immer, wenn es anschaut, brummt das Herz auch gesund. Genau. Es muss keine Mitte, es muss aussehen. Ja. Leonie sagt, sie ist extra wach geblieben. Ja, Leonie, also, wir können dir jetzt schon kurz einholen. Ich glaube, Tanja ist noch am Föhnen. Die hat ja so viel Haar. Und wenn der mit in der Badwanne war, muss den auch noch föhnen. Das sind noch mehr Haar. Von dem her, wollen wir jetzt mit Leonie kurz rein und fragen ihr einmal, was so gemacht hat die Woche, außer Homeschooling. Ob schon wieder ins Schule gehen darf. Leonie, jetzt schau mal auf zu uns. Jetzt zeig uns mal deine Decke. Vielleicht hast du ja auch einen coolen Spruch, aber der muss dann jugendfrei wahrscheinlich sein. Was schreibt der Biene? Im Österreichischen gibt es ja auch ein paar Sätze. Ja, Im Österreichischen gibt es geil. Wenn ich du war ich lieber ich. Oder ja, irgendwie genau. Wenn ich du war ich lieber ich. Der Ding, wie heißt der? Unser Heindling hat einen super Post gemacht von einem coolen Spruch. Aber ich kann halt nicht so gut denken. Ich habe schon wieder vergessen. Bei mir ist ein bisschen überlastet momentan. Ich habe heute den ganzen Tag Reit und Freiburg gehört in der Arbeit und ja, das eine Lied, das ist also, da läuft es mir aber eiskalt runter. Das kennen aber nicht viele. Ich kehre nicht nach Hamburg. Du, Hopfenland hat auch schreibt was Geiles, Christian. Ist Bayern fett und an der Kuh nichts dran, hat sich der Bauer beim Futtern verdu. Genau. Ja, das ist auch gut. Ich hab so ein Assortment auf coole Sprüche, bayerische Sprüche. Die haben wir mal alle oberkopiert. Ich hätte eine Lösung, aber die passt nicht zum Problem. Dann, das meine ich, ist was für ein Christian. Tanja ist soweit, schreibt. Ah, super, ja, dann komm einer. Pass auf. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Blubberbad das hergenommen hat. Ob's geht. Ich bin ja einer gekommen, bei mir ist es auch gegangen. Ah, Ja, Hallo. sauber! grüß dich hoch. Servus. Anja! Ja, du bist so Tee, weißt du schon. Und dann haben wir gedacht, ich kann jetzt auch nicht wie eine Tine hinterm Schwanz da schnell einmal, verstehst du, haben wir ein bisschen Ja, was ins Gesicht. wir alle um 11 Uhr auf die Nacht. Wir wünschen uns die sonst so schön machen, außer für Instagram. Ja, gell? du schaust du aber so schön aus.
Du, nein, ich bin aufbritzelt. Ja, Ja, haben schon, oder? Genau. Gesehen hab. Schön. Ich war halt mal, weißt du, Late Night mit euch. Ich habe mich so gefreut schon den ganzen Tag auf meine Gäste um Instagram live heute und gedacht, endlich Jetzt- sechst mal wieder die echten Gesichter. Weißt du, das trifft Ja. das Thema. Wobei, jetzt dürfen wir schon langsam wieder raus. Ja. Aber, Wir waren dass halt wir so, wir haben einen so einen schönen Nachmittag gehabt. diskutieren. Was sagst du? Einen schönen Nachmittag haben wir heute gehabt, sage ich. Habt ihr auch manchmal Verzögerung? Es ist vielleicht unser Netz, das kann schon sein. Ja. Ja, weil wir wohnen auch mitten im Wald, weißt du schon, da ist das noch nicht so wirklich ernsthaft. Sogar Glasfaser hingelegt. Ja, genau, wir waren ja beim Lucky hinten, aber da ist noch schlimmer, der hat überhaupt kein Netz. Tanja, wo wohnst du da so ungefähr genau? Wo ich wohne? Ich wohne tatsächlich in Wald. Das heißt, der Ort heißt Wald. Ja, cool. Ja, genau. Und das ist nur so ein Kurdorf neben Wald. Also das ist wirklich absolut im Holz. Wir haben so drei Häuser. Und Mhm. so. Schatz, jetzt muss ich meinen Hund schnell zeigen, weil der auch so schissig über mich hergelegt hat, dass er gar nicht beschatzt. Ja. Das ist die Emily. Hey, ja, das ist ein Viech. Ja, Wahnsinn. Hallo Schnucki. Ja, Wahnsinn. Süß, oder? Mein Emmy. Mein Ja, Riesenbaby. cool. Ja, das ist wirklich ein Riese. Der ist ein Riese, der ist Ja, 9 Keime. Monate alt. Ja, der war doch erst Gemachtag, der war doch erst klar. Ja, der war noch klar, aber jetzt ist er schon ziemlich groß. Macht der ganz schön schnell. Brutal. Ein fettes Keimel haben wir. Ja, geil. Du, Tanja, Und hey, dein neuer Track, hey. Gratuliere, sehr geil. danke, der Waschenbein, oder? Ja, du schiebst eh voll Kanne an. Ich finde das so super, ja. Du haust rein, du magst Ah, was. Das nein, wir Weiber. Du, Jawohl. Läuft Frau ja im Auto. da wollen wir inspirieren lassen von den Powerfrauen. Drum, Christian, bist du jetzt Yes. sind da 3 Jetzt Weiber. ein Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du echt Arschkarten irgendwie. Sonst Der hast du steht- vor. Zuerst hat Etting Oder- da geschrieben, Sophia, Oder- sagt der Christian, du schaust gut, lauter Weiber und Ja. du allein. Ich dann gesagt, Weiber. mal ich start und mischt sie nicht ein, weil dann Ja, Ja. der Hahn im interpretiert das oder. Aber das Mai bin ich auch nicht voll direkt. Das glaube ich auch. Aber Tanja, du hast halt auch so einen geilen Post gemacht. Irgendwie Hey. so abgebrochen, so geil mit der Pamela. Ich feiere so, aber das hat aussehen müssen, weil manchmal, kennst du ja so, Hinterfotzer die Weiber. Auch genügend. Schreck. Ich hasse es, ja. Und jetzt habe ich mir gedacht, das muss ich jetzt mal in einem Song auslassen, ja. So diese Weiber, die immer vorne um mich sagen, und hinter mir hauen sie das Messer rein. Ja. Schlimm! Und dann habe ich die Pamela. Gibt's auch. Also so andere Messer gibt's auch. Also von dem Und her ist er eigentlich, kann man übertragen auch. Also auch generell auf die Leute, die halt hinterfutzig sind. Das stimmt, ja, genau. Aber weißt du, wir können ja, Messerstecher. Das ist unser Ja, Stichwort, das ist- Berger Messerstecher. ja, genau. Nein, aber ich hab mir gedacht, weißt du, wir sind ja so alt, der Bleimer und ich, wir sind ja so Deppen, so gutmütige Deppen irgendwie alleweil. Und wir sind immer die ausgerichtet werden und wir selber sagen eigentlich nie über irgendjemanden was fest. Weil es ist ja mein Ziel, dass ich ein guter Mensch bin, verstehst du? Das ist mein Endziel. Dass ich da hinkomme, verstehst du? Das war immer mein Endziel. Und dann manchmal hörst du dann Sachen und du denkst da, fix, die kennt mich eigentlich gar nicht, gell? Aber was soll ich denn sagen? Da kriegst du einen Vogel. Also, ich glaube, mit dem Shitstorm müssen wir alle irgendwie Ja. zurechtkommen. weißt du? Stimmt. Das ist in der Zeit, was jetzt, also mal ehrlich sagen, ich komme da überhaupt nicht zurecht damit. Das geht mir total am Sack, dass jeder meint und nimmt sich die Frechheit raus, dass er, wenn er was anhört jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt da was neu post, ja, das ist meine persönliche künstlerische Freiheit, ich kann einen Pfurz reinlassen, dann geht's auch einen Haufen Scheißdreck jemanden an. Das ist, weißt du, da muss nicht jeder da unten drunter schreiben, der Pfurz, der gefällt mir jetzt nicht, weil wenn er ihm nicht gefällt, soll er nicht hinschauen. Ja. Den musst du auf TikTok reinlassen, dann kommt er raus. Ja, nein, das ist einfach so. Weißt, ich hab früher auch, wenn mir was nicht gefällt, dann halt ich mein Mal, dann gefällt's mir halt nicht. Das muss Genau, ja man- nicht Man muss nicht an alles kommentieren. jedem, genau, das muss ich nicht an jedem hier tun, weißt, dass mir das nicht gefallen hat jetzt. Ich bin früher auf Konzerte gegangen, wenn mir das nicht gefallen hat, dann bin ich wieder gegangen. Dann habe ich das vielleicht meiner Freundin gesagt, da habe ich gesagt, naja, das hat mir jetzt nicht so gefallen, ja.
Aber ich habe jetzt nicht da rausgekaut, weißt, irgendwie hinten nachher einen Bericht geschrieben über das, was mir jetzt da nicht gefallen hat. Ja. Das ist echt schon eine Unart, die da um sich greift, finde ich. Das ist ein Wahnsinn. Ja, vielleicht bin ich ja schon alt. Ha? Ich habe meine Wachhunde und Schauer und Pino. Ja. Das war ja beleidigen. Ja, Die laufen da rein. genau. Der Woche wieder aber jetzt- den Fall gehabt. Was Genau. Wir haben der Woche am Montag wieder den Fall gehabt bei einem Video, da wo einer gesagt hat, ja, super Video, nur die Blonde, die nervt. Wo irgendwo nicht, die was eifersüchtig ist auf Melli wahrscheinlich. Aber das haben wir dann der Wiener und ich geregelt. Das ist interessiert. Ist schon nicht. Ja. Hast du, Maria, schreibst unter deine Videos irgendwas Boshaftes drunter, oder nicht? Also, bis jetzt noch nicht, aber es hat sich der Instagram-Kanal hat sich noch nicht so rumgesprochen. Ja. Aber du, das musst du mit Humor sehen. Eben, Also das manche schreiben dann E-Mails oder, also, Ja, das haben wir ja auch gehabt, weißt du, also wir haben ja immer schon auch gewesen, die wo, aber wir sagen es halt, weil wir es meinen, ja. Ja. Und da haben wir natürlich auch streitbar. Weißt du, was ich meine? Also ich muss sagen, den größten Shitstorm habe ich von meinen Ex-Männern. Und von denen habe ich so viel. ja, scheiße. Da habe ich mich einbremst. Gesagt, jetzt Karriere, ich kann nicht Männer mehr. Also jetzt. Oh shit, keine Männer mehr, Oleg. Nein, du findest schon noch einen richtigen Passer. Nur noch zum Träumen. Und Ha? für die Muse, nur noch für den Kopf, aber nichts mehr. Oleg. Nichts mehr, Nein, was das zu darf dir nicht so. und sagt, so, jetzt mach ich es aus und geh ins Bett, weil du blablabla. Ja, wir haben es nicht leicht, wir Weiber, das stimmt. Ja, aber ich sag's dir. Aber Ja. Na, da kann ich ja jetzt nicht mitreden, weil ich habe einen absoluten Glücksfall. Ja, bei dir so nicht leicht zuschauen, oder was? dass du 5 Jahre Weißt du- lang nicht, also eigentlich mit dem Arsch angeschaut habt und auf einmal zack, bumm, geil, Ja, also ich bin ja schon über 30 Jahre mit dem Andi zusammen. geil. Und das ist mein Seelenverwandter. Das war er immer schon. Wir haben immer schon miteinander Musik gemacht und immer schon miteinander unser Zeug ausgesponnen und wir sind die besten Freunde einfach auch. Also ich habe keinen besseren Freund, weil mein Mo, das ist ein Ausnahmefall, das weiß ich. Also da schätzen wir auch jeden Tag glücklich, das weiß ich schon zu schätzen. Ja, Ja. sehr geil. Und wie hast du das gemerkt, dass du das von Anfang an gespürt, obwohl es Ja. eigentlich gemerkt, dass da was ist, ja? Ja, also nein, wir haben uns am Anfang nicht gemerkt. Also wir haben ja das Programm, wo wir jetzt geschrieben haben, das heißt Geschichten einer Ehe, da geht's genau um die ersten 5 Jahre, wie wir uns kennengelernt haben. Da haben wir uns eigentlich nicht so leihen können. Also das war immer so eine kleine Hassliebe, ja. Das habe ich so hier und her gegangen. Und ich habe aber schon gemerkt, dass ich mich auf den Andi, und das ist mein absoluter Oberpunkt gewesen eigentlich, dass der Andi gewesen ist, ich habe mich immer 100%ig auf den Andi verlassen können. Weißt du, was ich meine? Wenn irgendwas war und ich einen braucht, war der da. Egal wie, egal wann, der war immer da. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, der ist. Ja. Wenn man mitten in der Nacht anruft und ist mal in München irgendwie und kackt man gerade ab und um 4 in der Früh und ich rufe an und sage, du bleib mal, ich brauche jemanden, der mich holt, weil mir so scheiße geht. Geil. Und dann kommt, dann sagt er, ich steige ins Auto und hol dich an, geht's auch. Oder gesagt, wart, ich komm. Oder der mit, ich kann dir Sachen erzählen, oder und ich bin mit einem Typen nach Italien und dann hat er mich auch geholt. Wahnsinn. Ha, also der Typ war dann weiter, aber er hat Der sich Typ war, mit dem habe ich mich gestritten, der war weg geil. und hat mich der Bleimer angeholt. richtig gut angefangen praktisch. Genau, bin ich quasi mit dem Richtigen wieder heimgefahren. Solche Sachen. Weißt du, und da hab ich gewusst, der Andi, da kann alles umfallen neben mir, wenn ich jemanden brauche. Das ist ein echter Freund. Ja, das ist, wir haben uns lang gekämpft, bis wir zusammengekommen sind, auch tatsächlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja, aber ist ja auch gut, weil dann, wie gesagt, hast du halt lange Zeit, die zu beschnuppern und das so richtig. Genau, du Doch, kennst du- den Menschen einfach, genau. Ja, und du entwickelst dir ja dann die Strecke miteinander, obwohl du jetzt nicht zusammen bist, aber du checkst ja immer Genau. so. Und Genau. merkst, geht man jetzt immer mehr gemeinsame Wege sozusagen vom Mindset her und von allem, von der Ausrichtung oder nicht. Genau. Beide. Oder nicht, genau.
Super. Das hat echt gedauert und wir haben auch wieder Streitereien gehabt und dann haben wir wieder auseinandergegangen, dann hat er wieder einen anderen gehabt, ich wieder einen anderen und wir haben immer wieder zusammengekommen. Ja. Also das war immer wieder, irgendwie hat's der eine und den anderen nicht aushalten können. Das war tatsächlich so über Jahre. Und das war, und dann letztendlich, zum Schluss hat er dann gesagt, ich soll zu ihm ziehen und dann habe ich gesagt, du hast mal einen Vogel, ich zieh doch nicht zu dir. So ein Irren. Nein, das mache ich nicht. Und dann hat er mir, das war sehr geil, da hat er so eine kleine Wohnung gehabt in Regensburg. Ne? Also da hat er immer seine verflossenen Weiber packt oder so. Und wenn jemand eine Wohnung braucht oder in Not war, dann hat er die da reinlassen. Und dann hat er gesagt, dass wenn sie jetzt zu mir ziehen muss, sagt er, geh halt derweil in die Wohnung dann. Ne? Dann hat er gesagt, ich gebe die Stelle da zur Verfügung, kannst rein. Ja. Da bin ich damals gerade mit meinem Freund auseinandergegangen. Und dann habe ich tatsächlich da gewohnt drin. Und dann war er ist einfach eine coole Socke. Er hat mir immer alles da lassen. Der hat mich nie, weißt du, der hat nie irgendwie mich dupft oder sonst irgendein Null. Ja, der hat mich immer unterstützt bei allem. Das war einfach immer gut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du, was ist eigentlich ein Schmarrn? Du bist ja die meiste Zeit da, jetzt zieh ich doch raus zu dir. Und dann bin ich bei ihm eingezogen und das war vor über 30 Jahren. Krass. Genau. So geht er nicht gegangen. Der Luki hat heute auch das Gleiche gesagt. Der kennt seine Freundin auch schon, das ist ein Wahnsinn, gell? Der Maurer Luki, ich weiß nicht, kennt schon, oder? Ein Koch. Ein Maurer. Spontan, der Fleischpapst vom Bayerischen Wald hinten, der Grillkönig, Maurer Ludwig. Sagt euch das was? Ich habe schon so viel Fleisch gegessen. Aber nein. Echt, den kennt ihr gar nicht? Nein. Beim Luki haben wir letztes Jahr hinten gespielt, der Luki ist eine super Maus. Der war jetzt gerade irgendwie im Fernsehen so ziemlich oft. Echt? Kitchen Impossible und so. Kennst du den nicht, den Rothaarigen mit dem Ziegenbart? Kitchen Impossible. Ja. Googeln, jetzt passt mal auf. Wer ist das da? Maurer Luki. Maurer. Ist das ein Koch, oder? Ja. Maurer Ludwig. Mit Grillmeister Ludwig Maurer. Oder? Der Grillmaster. Ja, genau. Ja, ich glaube, den kenne ich. Und Vom der- Sänger kennst du ihn gewiss. Du, Und ja, das- freilich vom Sänger schon. Ein Mädler. Mhm. Wo ist der her im Bereich gefunden dann irgendwie? Der ist in Neiransberg hinten wohnt der. Aha. Genau. Ja, freilich Oh, kennt beim man Luki den war vom man- Fernsehen, ja. Genau. Ja. Und bei dem waren wir halt hinten und der, wie gesagt, der ist auch, seit er 16 ist, gell? Das ist schon irre, oder? Auch mit seiner Freundin, also mit seiner Frau zusammen. Sind so ein gutes Team, die zwei, die sind cool. Die rocken auch alles miteinander. Krass. Ja, Ist schon krass, Hoffmann, wenn er da schreibt, der Luki ist eine Weltmacht, habe ich Ja. auch schon ein paar Events mit ihm gemacht. Ja, schau. Ja. Da ist das Ja. Ja, der Luki ist eine Weltmacht. Krass. Ich hätte nicht gedacht, dass Genau. der bei einem Ekter ist. Krass. Ja, geil. Ah, die hat, Hey, und was, dein Video ist das jetzt ja schon heraus eigentlich? nein, das kommt Ende Juni und zwar zu einem neuen Song, der heißt Bass. Ich stehe auf Bass. Oh, geil. Und kurze Info, da ist ein Sample dabei von Das Bo. Ihr kennt es nicht, Das Bo. Das ist Bass. Bass. Das war mein erster Techno-Song, den wo ich gehört habe, Ja, damals. Techno weiß ich nicht. Auf jeden Fall, geile Story. Ja. Muss ja ich auch als Manager von mir selber und als Label-Eigentümer von mir selber als Künstler, weißt du, muss ich jetzt praktisch auch noch das Sample-Clearing machen. Mhm. Zwischen Arbeiten und Songschreiben und so. Versteht ihr schon? Ja, alles. Auf jeden Fall habe ich dann, also von meiner besten Freundin, der Mo, der kennt Das Bo. Weil irgendwie von der so Promo-Arbeit, was die machen. Okay. Und dann hat er den Song geschickt und dann so, ja, ich kenne den übrigens, der das Sample da. Ich so, geil. Schicke dir gleich E-Mail, weil dann muss ich nicht über den Verlag und so. Mhm. Und dann stehe ich vorgestern in der Werkstatt, oder gestern was, weil ich weiß, ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen. Mal Klingelt, gucken. der Chef hat da gearbeitet und dann, ja, hallo. Ja, hallo. Ich so, ja, wer ist denn da? Das Bo. Geil. Geiler Typ, ist ein Hamburger. Und dann sag ich, ja, geil, das Bo ist ja mega. Dass du mich anrufst. Sagt er, ja, vor Corona hätte er es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber und dann sagt er,
Ja, ich hab das Lied angehört. Ist geil. Kannst du Geil. haben. Kannst du haben. Super. Und jetzt, Super. weißt du was? Und jetzt haben wir sogar das geile Sample mit drin und Ja, dann stark. kommt ein geiles Video raus, mein Lieben. Und Ja, dann machen stark. wir, Das Video ist ja auch geil, ihr habt voll aufgefahren, das ist ja der Wahnsinn. Leck Ui, aber- mich am Arsch, ey. du hast gar nicht viel gesehen, Tanja. Die Promo-Wochen, die 2 Wochen Promo kommen dann noch, wo wir jeden Tag Bett lassen ballern. Oh, brutal, hey. Ich hab mir schon gedacht, lecke die Gigas. Super. Und Haut raus, von Hikes haben wir die ganzen geilen Fuhrpark gekriegt. Da ist ja jetzt das Hopfenland Haller Tausch auch dazu gehabt, nicht das ermöglicht. Die Halle Dauer haben wir da extrem unterstützt. Also die haben mir einen Super. Fuhrpark zur Verfügung gestellt fürs Video und Leipziger Bader die Location. Also das ist also mein Dorf, das ist ja ideal. Da bin ich irgendwie fahren müssen, da habe ich Kinder ins Catering gestellt und gesagt, da Super. Oh, da esst ihr mal was. essen wir was, den ganzen Nachmittag essen. Na, war super. Ja, stark. Und dann war das der einzige sonnige Tag so. Es war genau Tag. Perfekt. Ja. Schöner Muttertag. Ja. Und er sagt, Hopland Hikes ist eine Weltmacht. Ja, absolut. Ja. Ja, geil. Freue mich schon geil. drauf. Ja, da geht's. Stark. Das wär, Ja, wir haben jetzt, wie gesagt, das war ja eigentlich nur eine blöde Idee mit der Pamela. Da haben wir hinten gehabt, umeinander bastelt und dann haben wir gesagt, und irgendwann haben wir so einen Spaß gehabt. Und dann da bleiben wir immer mit seinen Texteinwürfen. Dann habe ich gesagt, der Text ist doch geil, oder? Wie heißt das? Pass auf, Pamela, du intrigante Britschen. Überall, wo du hinkommst, tust du dein Gift verspritzen und dann hat er, da geht das ja nochmal, warte mal. Ich kann ihn noch nicht einmal auswendig, weil wir haben ihn nur hinten gehabt und haben irgendwelche Brocken aufgenommen, immer wieder. Dann, überall tust du dein Gift verspritzen, jetzt pass auf, fällt mir schon wieder ein. Aber mit deinem süßes Fotzerl, mit deinem süßen Fotzerl tust du alles zerreißen. Und als lauter solche Dinge. Und dann habe ich gesagt, bleib mal, das ist der Wahnsinn, das musst du, das müssen wir jetzt machen. Aber ich gesagt, das habe ich alles nix. geile Dance-Nummer, hey. Haben wir einen Spaß, ja. Wir haben einen Spaß davon. Das Ja, so ist recht. So ist recht, oder? Scheiß auf Ja, Corona. So, Ja, das ist eh nicht. Muss man alles positiv sehen. Wenn Ja, alles eh. negativ ist. Ja. was willst du denn machen? Ja. Schau her, mein Schnorrer, der Hund. Oh ja. Am Und ich habe so einen kleinen Chihuahua. Normalerweise ist er immer in Live mit dabei, aber heute habe ich ihn drum lassen. Das war ja ein kleines Frühstück. Das war das Frühstück, oder? Nein, das ist ein ganz Bravi. Das ist ein ganz Bravi. Es ist ein Doggy mit drinnen. Ein Doggy, Bernhardiner, lauter Bravi. Das ist ein ganz Ja. gemütlicher. Gell, Emi? Da hat niemand was. Aber einer geht auch keiner Doki mehr. und Bernardina. Ich glaube. Geht keiner mehr mit keinem Tierleiner. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist Weißt ja. du, die Hunde, die wo dann am meisten Schiss haben. Also bei Docken habe ich jetzt oft gehört, dass das kein guter Hofhund ist, weil die Angst können. Obwohl es so groß sind. Wer? Docken. Was für welche? Doggen. Ja, also Die sind da ganz gut. mehr. Ja, das stimmt, aber da ist ein Bernhardiner drinnen und der Bernhardiner, das ist schon, das merkst du schon, dass das eine ist, weißt du, die passt. Die ist in ihrem ganzen Hof drin, also da geht's umeinander, ihrer Ding und da passt schon auf. Also sie ist jetzt nicht besser oder so, aber wenn jemand kommt, dann bald schon und das macht schon was her, wenn die bald. Ja, ja. Die Kleinen sind doch die Frechen. Ja, das sind die Frechen, genau. Das, Genau. das ist tatsächlich so. Die war beißen, ne? Also die war eher einmal Hitzwicker. Aber das Genau. die nicht, die tut nichts. Das ist halt ein Bitte. Wadel-Abbeißer. Der vom Ja, Christen genau. ist ein Beißer und das ist ein Wadel abbeißen. Ja, genau. Der Fußweghund. Ja, genau. Kein Der Limit. Beißer, der zwickt den Arschbacker weg, du. Alter. Ja. Die mir Nein, der Postbot ist auch ganz vorsichtig seitdem. Ich habe vorher auch einen gehabt. Das war auch Bernhardiner Mischling, aber den hat er kennt und so. Aber jetzt, seit ich den habe, irgendwie geht er nicht mehr rein. Und hat er gesagt, nein, das traut er jetzt nicht. Und er kann die Mahnung überbringen, Tanja. Kein Steuer, kein Ja. Finanzamtbrief mehr. Mei. Ja, Ich bin genau. noch so gerade, Bernhardiner war der super Hund, weil der hat immer fast der Schnaps dabei. Ein Schnaps dabei, genau. So schaut's aus. Wer ist eigentlich der Ja. Biener? Also die Biener. Also der Die Biener, Biener. oder? Die Und die Biener. Freundin von der Melanie und von mir. Aha. Ja, Vielleicht cool. haben wir ja mal die Möglichkeit, dass vielleicht noch
irgendwann mit einer Kind. Der Manfred sagt, Du, jetzt geh ich wieder wieder aufs Kanapee und ihr schaut separat dazu. Du, Tanja, darfst du du musst noch aber da bleiben? kurz einen Jodelkurs ihm geben, weil ich hab's letztes Mal nicht geschafft, dass er mit mir mitgejodelt hat. Oh, ich habe noch gar nicht Dann gesagt, aber wir warten jetzt extra auf deinen Jodel. ja, ein Jodelkurs. Weißt du, wer Jodelkurse gibt? Der Herr Hasenknopf gibt Jodelkurse. Kennst du den Herrn Hasenknopf? Ja, der Alfonsi, oder? Der Alfons, der gibt Jodelkurse. Wirklich ernsthafte Jodelkurse. und Trio möchte mir aber einen geben, aber ich spiele ja nicht mit. Da finde ich Ja. schon immer eine Ausrede. Jodel mal. Der jodelt halt einmal. Nein, da könnt ihr mir so viel Nein. Freibier zahlen. Vielleicht mache ich es einmal in einem Video, da ich jodelt, ja. Vielleicht Aber hauen wir ich hab mal, einfach ja, nicht. vielleicht hauen wir mir mal irgendwas aus, so einen Rap mit Jodler oder so. Unbedingt. Das gibt's Ja, auch das nicht. können wir mal- Jodelrap, Freestyle. Ja, genau. Frauenpower Jodelrap, genau. Das war nicht schlecht. Jetzt ein Jodelrap. Du bist der recht der größte Depp. Ja, genau. Und jetzt singen wir einen Jodelrap, genau. Und jetzt singen wir Jodelrap. Weil du bist der nicht Redner. was passiert, Tanja. Weil ich gehe nicht nach Hamburg. Also das Lied, wenn ich höre, mir läuft jetzt mal eiskalt oben über den Buckel. Das ist ja lustig, Das ist- dass du das ein sagst, weil da haben wir gerade vorhin, Das weil ist wir so wirklich geil. beim Ding hinten, beim Lucky hinten waren. Mit dem machen wir jetzt ja wahrscheinlich machen wir 2 Veranstaltungen hinten. Vielleicht, wenn es so geht, wie dem geschissenen Corona heuer irgendwie 2 Sachen. Und dann, kennst du einen Waldwolfi? Ein Waldwolfi. Ja, ich bring lauter Leute, die kennt sie alle nicht, das kann ich nicht Ja, sagen. der Waldwolfi. Doch, der sagt mir was. Der Wolfi aus dem Wald, der war mit die Ja, freilich, Waldtiere. freilich kenne ich. Genau, und der Wolf ist auch kenne ich so ein nicht, super genau. Mausi. Ja, und Der der Wolf, ja, und der Wolfi, mit dem machen wir wahrscheinlich hinten, der Wolfi macht einen Vortrag über den Bayerischen Wald und wir singen, ich gehöre nicht nach Hamburg. Das Lied, das ist Wahnsinn. Geil, so Sag mal. geil. Lied. Ob sowas wird, ist echt witzig, dass du das halt ansprichst, weil genau von dem Song haben wir gerade vorhin geredet. Aber jetzt irgendwie gar nicht, ist ja lustig. Ja, Ja, der- genau. Hat mir schon geschrieben per WhatsApp, wo ich gesagt habe, Tanja, Kindheit. Dann hat er Gestern mir um gleich, Viertel nach 12 Jahren schon kennt. Dann sagt, genau, super, die Kind. Und der, dann habe ich ja gleich vor YouTube das Video geschickt, den Link, sage ich, da, jetzt mal läuft mir das eiskalt über den Bugel runter. Ja, schön. Mei, habe Ja. ich da Zeit lang gehabt, wie ich den Song geschrieben habe, das sagt er. Da war ich in Hamburg. Tatsächlich, da haben wir in Hamburg ein Gastspiel gehabt mit den Alpenköniginnen im Tippi. Und das war der Horrortrip. ich bin einfach jemand, ich mag einfach nicht lang weg sein. Kennst du das? Ich hab Mag Freizeit auch mal vorkommt, aber mag Freizeit immer Ja, wieder, wenn man genau. vorkommt. Genau. Ich bin einfach jemand, ich bin wahnsinnig gern daheim. Tatsächlich. Ja. Kann man das richten, Und, wie man mag. Ja, genau. Und da waren wir halt wirklich wochenlang in der Großstadt und das ist schon mal lustig, eine Woche in Berlin und eine Woche in Hamburg, aber wenn du dann 3 Wochen irgendwo hockst, weißt du, und dann hockst du in so einem geschissenen Hotel und hockst den ganzen Tag eigentlich umeinander, bis der Soundcheck dann losgeht und bis auf die Nacht irgendwie Vorstellung hast und was weiß ich was. Und das ist einfach nicht mein Ding. Und ich hab alle daheim, ich war, genau, Gott sei Dank hat es damals schon gegeben, da war mein Bub auch noch nicht so groß. Und da habe ich einfach eine Zeit lang gehabt nach daheim, ich kann es keinen sagen, habe jeden Tag heim gechattet, weißt du schon, über ein Ding, übers Internet und dann habe ich jeden Tag belehrt, weil ich heim wollte. Ja. 2 Zeit lang gehabt da. Und dann habe ich das Lied geschrieben. Ich gehe nicht nach Hamburg. Ja, geil, weil das ist, danke, dass du Heimweg gehabt hast. Jetzt haben wir mitgespielt. Schön. Genau, es gibt Das ist nicht gegangen, weil du in Amerika oder Berlin warst, dass du Heimweg gehabt hättest. doch, Ich da hab- hat Haufen gute Lieder geschrieben. Geht's dir da nicht so? Das können noch viel. Ja, die kann man leider nichts mehr anschauen. Ich muss das leider alles einstampfen. Aber ich kann euch einen Privatlink schicken, einen YouTube-Link. Und da haben wir ja dann mein Land sogar mit der Schwangauer Blaskapelle dann performt. Das wir haben wirklich das komponiert. Und die haben das dann gespielt und dann haben wir für Schwangau, das haben wir dann Zeug gekriegt, praktisch das gefilmt und die Aufnahmen gemacht gekriegt so. Und genau, ist super Nummer. Also richtig. Ich glaube, dass man, wenn man Schwangau einzieht, das so gar nicht irgendwo hören kann.
Ja. Mein Land ist allweil in mir drin. Mhm. Genau. Habe ich auch sowas. Und das habe ich tatsächlich auch in Amerika, glaube ich, geschrieben. Weil es Ja, komisch, gell? so angefadelt hat. Obwohl da, also immer wenn ich im Ausland war ich am kreativsten, weil mir eben da die Heimat so abgegangen ist. Und dann ist mir erst alles eingefallen, was typisch für uns ist, was Ja. geht man eigentlich ab, die dort zusammen zu hocken, griebig zu sein. Und dann auch ist mir eingefallen, über wen trägst du denn da Ja. auf. Da sind mir die ganzen Geschichten eingefallen von unsere ganzen Eigentümlichkeiten, sagen wir so, und hab dann Ja. da geschrieben, tatsächlich. Ja, mir ist da auch so gegangen. Also ich bin dann immer, wenn es mir schlecht geht, bin ich am kreativsten. Ist tatsächlich so. Es gibt manche, Kein die Witz. können gar nicht arbeiten, wenn es ihnen schlecht geht. Ja. Aber viele Künstler, also ich glaube, die Mehrzahl kann am besten schreiben, wenn irgendwie ein Druck da ist, irgendwie, was nicht so läuft, weißt du schon, wenn halt Emotionen im Spiel sind. So. Ja, genau. Also ich brauche immer einen gewissen Mut. Also tatsächlich, und wenn ich da drin bin, also wenn es mir nicht so gut geht, dann schreibe ich eigentlich die besten Nummern. Ist tatsächlich so. Ja. Also weißt du, die Was da, wo wenn's viele nicht Emotionen Gefühle einfach. ausziehen. Genau. Naja, aber weißt du, wenn einfach, ja genau, wenn ich irgendwas verarbeite, dann kann ich das am besten in Worte fassen dann. Das ist tatsächlich dann, da kommt das am besten raus. Und dann wird's nicht oberflächlich, weißt du, und irgendwie blöd, weil so Nummern kann ich auch schreiben. Weißt du, ich kann mich hinsitzen und kann irgendwie, da ist nichts drin dann von mir. Ja. Und ich bin immer eine, da mau irgendwas, ein Breckel mau von mir da drin sein in dem Ding. Weil sonst erreicht's niemanden. Sonst kommt's nicht. Das ist immer so mein Anspruch an mich selber. Wenn ich mir dann denke, weil das dauert immer ganz lang und dann denke ich mir, ja, da ist jetzt was drin von mir, das kann aussehen. Es ist halt total interessant, weißt du, wenn wir Musiker arbeiten, ich meine, der Christian ist TikToker, die Melli ist TikTokerin, da muss ja jeden Tag was raus. Weißt du, Ja, musst genau. einfach in jeder Und das Minute, kann in jeder ich gar nicht zum Situation. Ja, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Weil ich bin jemand, das braucht ganz lang, bis da was rauskommt. Also das bewundert ich immer, wenn jemand jeden Tag irgendwie den Ding hat, dass er da einen Output hat. Irgendwie, das habe ich gar nicht. Ich brauche da lang, ich hock da und manche Lieder braucht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, bis das dann kommt. Ja. Gut, bei uns sind es also kurze Sketches, aber mal von 15 bis 30 Sekunden. Da fällt mir da irgendwie immer wieder was ein. Mhm. Wo ich auch mit der Zeit irgendwann einmal, meinst jetzt gehen die Ideen aus, aber dann bringt irgendwie Immer Politik wieder irgendwas oder es kommt ein neuer Dann geht schon wieder was, und ne? dann hat man mal wieder was zu machen. Ja, momentan habt Ja, die ihr, Rollenspiele, momentan ist ja eine Fundgrube. Da kannst du jeden Tag irgendwie, das ist unglaublich, was abgeht. Ja, Katastrophe. Ja. Wahnsinn. Aber wie lange dauert Ja, das und von das dir, bis du ein Lied geschrieben hast? hast? Das mich jetzt auch interessieren, mir? Maria. Ja, Ja, du, das geht eigentlich bei mir relativ schnell. Ich habe die Idee von was und das muss dann innerhalb von, bin dann praktisch kreativ überstandig. Weißt, ich habe eine Idee, ja, muss dann raus. Pudels am Überstandig. übernächsten Tag, dann schreibe ich immer schon Snippets auf oder singe irgendwie Melodien. Oder ich höre irgendwo, einen ganzen Tag Musik und höre was mich kickt und dann bringe ich das zusammen. Ah, das passt zu dem. Und dann muss ich das Layout innerhalb von 1-2 Tagen raushauen, weil sonst verfliegt. Also ich muss dann Sonst, ja, muss genau. ich rausballern. Das kenne ich auch. Also bei Weil mir das- ist da gibt's ja ganz viel. Ich hab irrsinnig, ich hab mappenweise hinten die letzten 20 Jahre, was ich geschrieben habe, aber es schafft ganz wenig raus. Weißt du, was ich meine? Ich schaue dann wieder an und das lasse ich dann liegen und dann schauen wir es nochmal an. Und irgendwann denke ich mir, na, weg, Müll. Ist nichts, wird nichts mehr. Es wird Das nichts ist das Gleiche, wenn ich Videos vordrehe, schaust das an, irgendwann sagst du, so ein Käse ab. Also Krampf, nein, stimmt jetzt nicht, Melli, genau. schlag du vor. Was? Tanja? Na, Meli, du hast was Meli nicht- gefragt. Gell? Melli habe ich gefragt, ja, traust du vor? Pfui. Nein. Oder- Ganz selten einmal, aber die schmeiße ich meistens weg. Auf einmal gefallen sie einem selber nicht mehr, gell? Ja, Machst du das alles spontan? spontan, ja.
Meistens Das macht er Arbeit. Stand-up-Comedian auch schon werden fast. Ja. Wie lange hast du braucht Rio jetzt dann für den Pimpert wird heute nicht, weil wir haben einmal kurz einmal geredet miteinander und dann letzten Der ist super. Live performt, im letzten Live. Ja. Ja. Das ist auch 2-3 Tage sowas. Möchtest du noch mal hören? Ja, das Ding Das noch. ist, ja, ich hab sehr gelacht. Ja, ist ja geil. Aber da ist mir doch abgebrochen, oder? Das haben wir ja gar nicht gescheit fertig hören können. Sind halt Batterien voll. Ja, heute hocke ich am Computer Oder mit den anderen Geräten. vor die Boxen. Das machen wir dann noch als Rausschmeißer. Danke, Leonie. Du, ich melde mich jetzt ab, jetzt nimmt jemand anderen dazu. Geil? Gut? Also, Dann steht es da. Auf alle Fälle, Dankeschön fürs Kämmer. Danke. Ja. Ja, Dankeschön. passt. Danke. Vielen Dank. Ciao. Ja, bitte. Ja, sie ist. Das muss ich gar nicht. Ja, jetzt und hat mir gerade der Manfred hat mir die ganze Zeit geschrieben, er versteht es nicht, er kann es jetzt gerade anschauen, er kann wieder beitreten oder so. Ich habe jetzt einmal so mit ihm ausgemacht, ich zeige es ihm jetzt einmal dann, wie das also geht. Nehmen wir uns einfach einmal eine Brotzeit dafür Zeit und dann haut das hin und dann kommt einfach später noch mal dazu, weil Manfred möchte da gerne dabei haben, weil der hat aber interessante Sachen zum Erzählen. Und Hätte der so viel wie du. wie? Ja. Der Manfred, nein. Wir nehmen uns nichts. Ich war jetzt ganz ruhig. Bikes praktisch. Leonie hat geschrieben, ganz der Schauer, Schweig gibt's doch gar nicht. Ja, Seltenheit. So, jetzt nehmen wir mal noch. Bino kennst du ja noch gar nicht. Bino kennst du ja noch gar nicht. Achso, ja, jetzt sagen wir noch ganz schnell zu unserem treuesten Stammgast Hallo. Die, wo sie schon wieder hinterm Leonie, liegt. mein Lampenschirm. Leonie, grüß dich. Hast du den nicht verwandelt? Hast du Platz? Ja, Wie heißt denn die? Lauser. Lauser. Frech schaut er gut aus. Ah, doch, schon. Hat die schon seine Mama gefragt, ob es live sein darf? Heute schläft der Freund und da darf ich so lange aufbleiben, wie ich die. Da wird gar nicht gefragt, gell? Ich der Mama das nicht nachträglich an, gell? Sie darf aber nicht hocharbeiten, seine Brüder schlafen nebenan. Ach so, sie muss leise. Sie muss leise. Nein, heute schläft uns unten. So. Also hast du kleinere Brüder oder wir Babybrüder? Ja, nein, sind schon 8 und 11. Leonie, weißt du, wer gerade zuschaut? Hm? Der Boris. Und der Hi, Achim. Domi. Ja, dazu, tatsächlich. Mhm. Haben wir noch erinnern, Dominik? Aber er mag nicht auf zu uns, gell? Er zieht sich. Ich weiß nicht, vielleicht hat er wieder gerade Eis am Schlecken oder oben ohne oder. Scherz Ja, aufgekriegt. Ja, er hat das ein Herz geschickt. Was macht der Auto, Dominik? Nichts mehr. Nichts mehr. Nichts mehr. Aber jetzt geht's wieder rund. Schau, der braucht gerade Zuschauer. Ja. Wissen Also, gleich. Leonie, Ein Radio auf, ich hatte in der Früh Ja. schon. hat sie eigentlich Nachbarn so? Leonie wohnt nicht weit weg, gell? Nein. Ja, es sind auch, wenn du das umrechnest, so immer 25, 30 Kilometer, was wir auseinander sind. Wo, zu der Leonie, wo sie hab, zum Dominik, glaube ich, sind so 15, 20 so. Und sie war jetzt bei deinem Geburtstag nicht dabei sein dürfen, oder, Melli? Ja. Nein, man muss Haben wir nur mal gesagt, suchen wir das sie auch verstehen. Wir kommen schon mal bei ihr vorbei. Genau. Oder, wie gesagt, normal, eine Veranstaltung, wenn es jetzt geht, dann lassen wir uns irgendwas einfallen. Ja. Tagsüber, weißt du schon, was das einfach. Genau, genau. Wollen Jeder wir kommt aufstellen und dann machen wir was. Genau, da mache ich die Jungen dann einen Clown ein wenig und so und blub. Kannst du das, Christian? Spontan klauen. Ja, ich bin aber ein Clown. Oder mehr der Kasperl. Wie machst denn du das? Stellst du bei deinen TikToks
Filmt das manchmal jemand? Hat da jemand die Kamera in der Hand oder hast du das immer als Stativ? Ich hab's immer an einem Stativ. Außer jetzt wie bei der Melema, da hat uns früher eine Freundin gefilmt. Cool. Mhm. Und mein Onkel hat hinten reingeschrien. Und das war cool. Da habe ich als Überraschungsgast habe ich ja Manu mit dabei gehabt. Die habe ich, da hat Melanie nichts gewusst davon. Und da hat gesagt, weil die ist auch von Deckendorf und die ist auch mit 54.000 Follower und so auf TikTok der absolute Wahnsinn. Mit ihrer, Manu, ist die nicht auf Instagram, mit ihren 53 Jahren, das ist die gigantischste Frau. Was macht Manu? Instagram-mäßig auch Sketche oder was? Die ist nur TikTok, ja, TikTok, ja. Was macht's da für einen Style oder was? alles. So wie Melanie und ganz viel mit seiner Familie, auch mit den Kindern und so. Und also Wahnsinn. Ihr Gummiband, Wahnsinn. das Poster. Also. Die hätte ich auch gekriegt, hat gesagt, dass ich kein Gummi daheim gehabt. Die hat sich ja Ja, gleich aber Zeit wie lang, genommen. also, Melli, wie lange machst du das jetzt? Du schon? Auch noch nicht so lang, oder? So richtig seit September. Krass, so matt. Krass. Da machst du einmal auf dumme Blondine und auf einmal ist den Tee geschossen. Wahnsinn. Und wie kommt die Leonie auf TikTok? Also macht man das in deinem Alter sowieso, dass man das hat? Spricht sie das rum oder wenn man Handy kriegt, liebt man sich gleich die TikTok-App oder wie läuft das so ab bei der Jugend? Ja, ist schon irgendwie ein Trend. Haben sie ja eigentlich für Jugendliche gemacht. Die Genau. Früher hat es so die ganzen alten. Musical geheißen. Und da haben sie eigentlich nur so Lieder nachher getrellert. Aber das hat sich jetzt stark gewandelt auch. Und es sind auch viele Alte jetzt und auf der Plattform auch. Oder Firmen schon, die wollen eine Firma damit vertreten und so. Und hat sich schon viel geändert in den letzten halben Jahren oder Dreivierteljahr. Ja. Es ist nicht nur Ja, so, ja. dass auch der Junge drauf sind und so, aber wirklich. Und jeder findet sich da irgendwie seine Nischen. Und die, wo er gern sagt und so, und findet sich seine Leute. Ja. Weil du, wenn du jetzt für Kochen interessierst, da gibt es Leute, die nur kochen oder basteln und solche Sachen. Das muss ja nicht alles so lustig sein auf TikTok. Obwohl es sehr manchmal, wenn wir ehrlich sind, Leute auf TikTok verlieren, die wo null Humor haben. Gell? Melanie? Ich zum Beispiel. Nein, jetzt zum Beispiel mit der Rockgeschichte, wie du dann kommentiert hast, wo einfach keinen Spaß verstehen. Und wo ich nicht verstehe, was dann die auf so einer Plattform machen. Ich ging ja Wo zum sie- Laden. Wie was? Weil sie mag nicht wissen, was wir für Themen am Tisch daheim haben. Da habe ich gesagt, sogar, da geht es halt hauptsächlich um Stuhlgang. Aber Gang zum Stuhl. darf man nicht alles so viel ernst nehmen auf der Plattform. Und Ja. Bei der Bina ist es ums Bieseln gegangen. Wiener holen wir nachher auch noch auf. Also, bin auf, genau. Siehst du, da ist auch folgt, ich werde da bestimmt folgen. Bino-Leinchen. Ja, dass das auch keiner wird. Da wir da mal eine ganz große, schöne Familie werden, gell? nee, du Melli. willst die wieder entladen und dann holen wir schnell die. Voll, voll, genau. Marco. Unser Zugereiste. Pass mal auf. Also, Leonie, vierte. Vierte, Ja, Bitte. jetzt kannst du mit dem Dominik snappen. So, jetzt pass auf, jetzt muss ich auf das Plus wieder gehen und dann muss ich eingeben, muss ich schauen, Bina. Juhu. Ich muss was tun. Komm rein, komm rein. Bina. Die wird am Heisel sitzen. Das ist die, wo ich gesagt habe, das Rap-Lied, das wo ich jetzt einmal gemacht habe für ihr, was so weit. Nicht Rap-Lied, den Song, Binos Song, wo ich da mal vorgespielt habe. Ja, Gell? Geil. Das ist die. mit den ganzen Was tust du? Fußballs. Du wieder eingeschlafen. Der Schirm, Nein, ist schon live, aber der Dominik schaut jetzt tatsächlich zu, aber er mag nicht zu uns einer, gell? Und vielleicht Bina ist er noch Öl verschmiert. Bino, auf geht's jetzt. Die ist bestimmt Okay. noch Klo. Oder die holt sich nachher wie Bier. Dass er sich traut, ein wenig schminken und so. Rasieren. Bin auch nicht geschminkt, also. Nein.
Bei mir ist das Ringlicht weg. Ich habe mir jetzt mit der Nachttischlampe beholfen. Ja, passt. Bin ein Ah, guter schade, Filter. dass das heute mit Und dem Manfred nicht Filter. geklappt hat irgendwie, weil aber die Kinder anders mal, haben wir auch schon wieder einen Gast dann. Und dann passt das auch. So, die Leonie schon wieder der Tommy. Also, Bina, wir hätten jetzt gerne mal kennengelernt, aber wenn du. Ja, bitte komm rein. Ja, mag's nicht. Ich hole sie jetzt und rein. Ja, weil ich muss auf Der Flug, Chiemsee. So, jetzt probieren wir wieder ein paar so lustige Filter aus. Original. Oh Gott, Schön gemalt. ja. Wie schön mal. Pimpernise halt nicht, Baby, Pimpernise halt nicht. Na, Pimpernise halt nicht. Na. Das ist cool. Kann man das eigentlich, weißt du, wenn du jetzt selber ein Video machen möchtest mit diesen ganzen Schmarrneffekte, dann müsstest du das ja fast, müsstest die recorden, während du das performst, Ja. kannst du das als Video machen, oder? Ja. Das Problem ist, dass es bloß Hochformat ist. Mhm. Als wenn es das Querformat gegeben hat, da geht das so ein Video. Das glaube ich hat K-Fly, glaube ich, hat das gemacht. Irgendwer hat das mal gemacht. Mhm. Das fand ich ganz cool. Ah. Seid du nicht da? Hm? Du bist denn? Ja, was mit der Pino ist. Ich weiß auch nicht. Das ist ja live. Dabei, wenn ich hingehe. Sie schaut ja zu. Wir sagen das Zuschauer, vielleicht ist sie eingeschlafen. Oder sie sitzt am Heisel. Das, ist, Kommt nicht mehr runter. das erinnert mich so ein bisschen an, wie hat dieser Vampirfilm geheißen, wo alle total narrisch waren? Twilight. 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 Ja, ich lasse es 10. Bis zum Abendgrauen. Diese Ja, Ja, haben wir gesagt, nee. jetzt haben wir schon wieder drüber. Ne? Ja, das haben wir uns eh gedacht. Da wir mir drüber wären, wieder hübsch. Letztes Mal sind sie ja Bina. Das letzte Mal hat es ja geheißen, ja. 1,5 Stunden, dann sind es auch 3 Stunden warten. Ja, wir machen jetzt dann, also ich performe jetzt noch, jetzt pass auf, das Pimpern nochmal mit Playback und dann Pimpert uns noch einmal, ja. pimpert man noch einmal. Pimpern wir noch. Jawohl. Ja, wir pimpern nicht. Und mit Playback, also ich singe mit, weil ihr wisst ja, der Text, den Machen bringe wir ich wieder meinen Filter. Stand momentan nicht zusammen. Sie reinhauen. Mach, ja. Ich hoffe, dass das mal die Box aushält. Jetzt ist. Ja, und ihr mir auch? Ja. Ja, super. Genau, macht so ein paar gescheite Disco-Filter. Der Eiffelturm steht unter der Decke, doch Französisch ohne leider nicht. Für den schärfen Turm von Pisa, Rostec kommt Paris. Wenn mir ruhig fliegt jedem wieder, doch ich träume lieber nur mal um und leg mich wieder nieder. Du hast um 2 gesunde Hände, hab nichts dagegen, jetzt die einmal verwässert. Pimpanisa, Baby, Pimpanisa, na. Pimpanisa, na. Aber nicht, weil ich meine Tod hab, sondern weil ich einfach gekocht hab. Du sollst mir, dass ich jetzt so komm, der Putzel, der du Dreadlocks, das deine Porsche hat. Was mich an dir so fasziniert, dass mir immer, wenn so Gott nicht passt, mir siehst. Von mir aus so wieder der Fasselbier, doch du warst mal gesagt, wenn's masturbierst. Weil Pimpanisa, Baby, Pimpanisa, na. Pimpanisa, na. Da wie Frucht und Fuchs, die ganz Foxtrot. Du machst einen Boxenstopp an meinem Hotspot. Na, ich bin die Grauen-Frucht, du riebel doch noch. Die Hop, plus einfach nur Bock noch. Na, ich brauch kein Aspirin, nur mal elektrische freie Batterien. Schau du ruhig zu der Nachbarin, weil lang die Vibration von der Waschmaschine. Weil Pimpanisa, Baby, Pimpanisa, na. Pimpanisa, na. Oder durch dein Glied.
Morgen einfach hin. Lass mich einfach gehen, weil heim war gar nichts da, so ja, wer muss wieder mal einen Drehweg, Mama, gib mir zu, halt, ich sag's mal, Mann, wir haben zusammen, aber du bist mir verrammt, da kann dabei ja gar nicht mehr von vorn auffangen, an dem Umfang Hosendeal, hängt nur dort Stückchen Klopapier, wir zwar werden halt nicht koaliert, doch ich bin so nicht gegen so naniert, weil Bimpani Sadi, Baby, Bimpani Sadi, na, Bimpani Sadi, na, ja, wenn der Griff hat ihn niedergestreckt und der Schwengel, der hat ihn mal wieder geweckt. Jetzt steht er da wieder hoch am Berg, weil mit uns zwar halt nichts mehr umfangen wird. Aber der Wie sagt mir, falls der Heft, dann take uns Tom und dann scheiße hier. Und ist den Preis, geben wir mir Odocken, doch wir können jemand selber unter uns klopfen, weil Bimpani Sadi, Baby, Bimpani Sadi, na, Bimpani Sadi, na, warum mich halt nicht pumpern tue, wenn meine Brüste explodiert vor lauter Muttermilch. Du kriegst deine Zimmer, weil ich sie aufblitzen lass. Du bist nicht der Einzige, der aufblitzen mag. Sag einmal den Paragraph in nie vertrag. Wo steht, dass ich USA Venedig mach. Und alles war die Hälfte von dem Geld vermachst. Glaub ich, dass du dir halber selber machst. Weil Bimpani Sadi, Baby, Bimpani Sadi, na, Bimpani Sadi, na. Morgen war die wieder dabei. Egal welche Schweinerei. Aber halt, Baby, bitte verzeih. Halt, Bobby, einfach mal frack. Jetzt immer wieder in die Finger juckt, dann gehen wir mit so einfach in den Swingerclub. Was in so ein Look, also wie nein, die Wein, du stehst heute nur auf mich. So. Das war der Pimpern-Song. Der kommt auch noch raus. Das dauert aber ein bisschen. Heute hat einer zu mir gesagt einmal, hat gesagt, du, ich höre den ganzen Tag im Auto hier im Watschenbaum und Hammer und so. Cool. Die möchte auch gerne mal ein Video machen, aber sie findet den Watschenbaum nicht auf TikTok. Sag ich, der müsste auf TikTok auch verfügbar sein. Der ist schon da. Weil ich habe ihn nämlich auch länger nicht gefunden auf Instagram. Aber da muss man einfach einmal richtig alles ein wenig durchschreiben und dann findet man schon. Die sitzt eh gleich neben mir, wo er so hört jetzt dann. Ja, cool. Ja. Danke, meine Lieben. Ja, beim Watschenbaum ist schwierig, weil unter Ria findet man aber nicht. Du musst immer die Titel eingeben und den schreibt man ja Watschen und dann BAMM getrennt. Genau. Du musst genauso schreiben. Danke, liebe Leonie. Applaus. Ist jetzt nicht jugendfrei, gell? Aber mit 14 weiß man schon, was geht. So ungefähr, oder? Der wisst mehr wie mir wahrscheinlich. Der Angelo. Also die Geschichte zu dem Statement so, das kommt dann raus, wenn der Song dann kommt. Das kann sich jetzt jeder seine Gedanken so machen, wo die Inspiration herkommt dafür. Aber die Nummer kommt auch noch raus. Aber die nächste, die kommt das Bass. Und jetzt passt es auch wieder mit unserem Late-Night-Frühschoppen, oder? Jetzt dürfen wir ins Bett gehen schon langsam, hä? Meine Lieben. Ich mache halt durch, das bringt mir halt nichts, wenn ich mich ins Bett lege. Du magst ja gerade aufhören, du gehst da heute noch fort, so wie du aufgesagt bist. Natürlich, Tupfern aus, so habe ich so ein Disco-Licht einfach. Mit den Hosen halt abrocken. Genau. Ja, meine Lieben, das Platz. Haben wir wieder sakrisch gefreut. Ja, und, passt. Jetzt haben wir eine Jodeleinlage gekriegt von der Tanja. Ich hab's wieder geschafft. Danke, Tanja. Hey Marco, und da einmal zu meinen Passauer Freunde. Jetzt kaufen wir uns einmal eine Schneidige, weil ich auch die ganze Zeit sehe, dass ein paar Freunde bei mir erinnern und wir haben uns Arbeit getroffen und heute ist halt einfach nur nicht gegangen, einfach wegen der Corona-Zeit, habe ich versprochen. Jetzt die nächste Woche oder was, haben wir uns einmal einen sauberen drüber. Sag Bescheid, Marco. Oh mei. Ja, uns geht schon gescheit ab, gell? Darum haben wir jetzt praktisch einen Late-Night-Frühschoppen. Genau. Aber hoffentlich bald jetzt. Ja. Aber heute haben wir tatsächlich schon die ersten, so bei uns, Kehlheim, ne, mit den ganzen Werten, heute hat es ausgedrückt. Heute war gleich schon der erste Fußball, Ja. Frauenfußball haben wir halt schon probt trainiert bei uns am Sportplatz. Und wir gedacht, ja, jetzt Genau, Marco. jetzt auf jetzt. Wahnsinn.
Ja, Tanja war halt auch live. Und der hat auch gesagt, von den Zinkzuschauer her und so, kennt man schon, weil der Biergärten wieder ein wenig offen, dass es auch schon länger wird wieder, die wo auch zuschauen. Verständlich, wir werden auch nicht alles selber verfolgen können, dann andere werden wir wieder drauf sitzen, gell? Ja, jetzt schauen wir halt, man gewöhnt sich ja halt leider dran jetzt an das ganze Technische, ne? Das habe ich Wir jetzt. werden eh schon Leitschier. Was? Wir werden eh schon Leitschier sein. Kennst du Leitschier? Leute schon. Ja. Leitschier, ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist, ich merke halt, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass man so ein bisschen, ja, so nicht träge, aber so schon fast schon frustriert, dass man keine Leute mehr sehen darf und dann denkt man sich, ja, dann mag ich jetzt ja gar nicht mehr hinaus. Weil, weißt du, Das ist ja nicht mehr anders. ja, aber den, weil du es nicht mehr anders kennst, aber den Schweinehund musst du halt dann wieder überwinden. Aber Ja. es ist, jetzt musst du dir vorstellen, was das einfach mit uns macht, wenn wir halt so ein also das kannst du jetzt nicht mehr länger machen, das macht die Leute baller. Ja. Aber alle. Obwohl ich mein Leben eigentlich so gefühlt habe, bis auf 7, 8 Wochen einmal, wo wir daheim waren wegen Corona. Aber so bin ich immer in meine Arbeit gegangen und Ja, schon, aber du merkst halt die Leute um dich rum oder du kriegst ja mit, wem es einfach gar nicht gut geht, weißt du schon, und wer ja, ja. nicht arbeiten darf, die ganze Kultur, das geht uns doch alles ab. Ich meine, klar, kommen wir da haben sie einen Kasten Bier und man wäre erfinderisch, wir sind ja soziale Wesen, weißt du, dann gehen wir halt über Zoom und besaufen wir uns für unseren Bildschirm. Aber das ist nicht das Gleiche. Genau. Echter Mensch, neben dem du hockst und Genau. birgst, den du spürst, den du, weißt du, wo es halt einfach alle Sinne gefragt sind. Ja. Und ja, jetzt wird es Zeit, weil sonst, wie sagt man, verarmen wir alle oder Seiten von uns verarmt. Wir machen schon dann einmal alle miteinander einen Frühschoppen angeschein. Aber ganz entscheidend. Genau, ja. Ein Partyfrühschoppen, ich sag's euch. Genau. Oh ja. Von Ja, aber 12 jeder bis ab, oder? Dass irgendwie Musik läuft, dass du irgendwie mitwippst oder Okay, und ja. dass sie was Ja. liest. Wird schon bergauf. Ja. Glaube ich auch. Da haben wir gleich wieder gewohnt. Ja, aber wir sind wir gleich wieder gewohnt, glaube ich auch. Aber wir sind ja kreativ. Und da muss ich an dieser Stelle ja sagen, an alle Kreativen, super, dass es euch gibt, weil ihr habt mir jetzt in der Zeit von TikTok bis sonst was so am Leben gehalten. Ich habe lachen können, ich habe neuen Input gekriegt. Ich bin einfach dankbar für die ganze Kunst, egal in was für Richtung das gibt und die Kreativität, dass ihr es weitergemacht habt, egal auf was für Kanäle, weil das war echt eine Bereicherung für mich, weißt du. Genau. Wenn du so keine Witze mehr aufschnappen kannst, nichts mehr, was dich zum Lachen bringt irgendwie, weil du keinen mehr triffst. Ja. Also danke Melli, danke Christian. Ich Sogar danke. sehr viel gelacht. Gell? Also dann. Also dann macht es gut. Genau. Meine Lieben, Drauf, genau. Ja. Gell? macht's gut, lasst es euch gut gehen. Servus. Ja. Ja, viert euch, servus. Ciao. Gleich. Ciao. Ciao. Ihr lieben Zuhörer, Zuschauer, viert euch. Gute Nacht. Gleich. Herschauer. Ja, schauen wir ja. Also, Baba. Ciao. Ja.